Es gibt Neuigkeiten aus dem Grönbohnenland. Das Hannes Flessner Revival. Zeitzeugen. Geburtstage ohne Hannes. Manni Galka erzählt, wie es nach Hannes' Tod weiterging. Ja, Hannes Tod, der hat uns alle ziemlich getroffen, überrascht. Und da entstand irgendwo auch eine große Leere. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, andere auch nicht. Letztendlich bin ich nach Letzdorf gefahren, habe mit Adele mich unterhalten und von der Idee, es weiterhin mit so Hannes Geburtstagen aufrechtzuerhalten, war sie gleich hellauf begeistert. Ich durfte dann in ihrem Namen dazu einladen. Wir haben dieselben Leute wieder eingeladen und zusätzlich noch ein paar andere Weggefährten von Hannes, unter anderem Mitglieder vom Schentikor Aurich, den Ortsbürgermeister Karl Kronshagen von Obstalsboom, Ubo Lorenz war dabei und es war eine ganz lustige Gesellschaft und Friedhelm Schürmann von der Jefer Brauerei, der gleich ein ganzes Fass Jeferbier gespendet hat. Den Krüden mussten wir dem Abend selber bezahlen, aber manchmal meinte man, der Krüde wäre umsonst und das Bier müsste man bezahlen. Also der Krüden floss wieder in Strömen und Adele war so begeistert, dass sie also gleich mal das Essen übernahm. Wir haben also viel Spaß gehabt und es wurde, ich glaube, gleich am ersten Abend kam dann auch Karl Kronshagen mit der Idee, lass uns doch hier am Kokelorum einen Gedenkstein für Hannes errichten. Alle gleich Feuer und Flamme, hellauf begeistert. Die Idee wurde dann auch schnell umgesetzt. Die Stadt Aurich hat dort ein Fundament hergestellt. Gerd Kerker hat einen großen Findling gespendet. Und die Willi Ihnen hat den Transport übernommen und hat dort eine große Gedenktafel angebracht. Diese Eröffnung, die dann auch Bürgermeister Wolfgang Ontied war dann dabei, Hans-Werner Thesfeld, der frühere ON-Chefredakteur, hat eine Rede gehalten. War also eine schöne, stimmungsvolle Angelegenheit. Und dann wurden also alle Jahre diese Hannes Flessner Gedächtnisgeburtstage da abgehalten, bis es etwas weniger wurde. Also es gab immer weniger Leute, die Hannes noch persönlich kannten und man muss es ja auch nicht auf Krampf machen. Ein Frau wohl übernachten, bloß auf dem Bett die Dame. Wenn sie hört Biertels machen, dann kann das wohl andauern. Die Frau, die sei das Kunde und hat auch Licht bezahlt. Da blieb die Bete Spiekes und haben so und heult. Denn nu kun die Dame, wird ja selben morgen. Oh, Hannes warten Haupt, ein Messbild ist geht, hör nicht hoch, hör nicht hoch, hör nicht hoch. Wenn wir das die Löwen wollen, dann hau die doch in Haut. Denn nu kun die Dame, wird ja selben morgen. Oh, Hannes warten